Wort. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute Mittag stimmen wir auch über das Gesetzesprojekt 8353, die wesentlich besser bekannt ist als das Paket Logement. Wie aus dem Exposé dem Motiv vom Gesetzesprojekt auf 4 geht, ist der Immobiliensektor im Moment praktisch am Leerlauf. 12 von den Immobilienprojekten ist rückläufig, gerade so wie auch 12 von den Transaktionen Immobilienmarché. Die Städte können sich immer mehr eine Wohnung leisten, bedingt durch einerseits die hohen Zinsen, aber auch andererseits durch Baupreise, die immer weiter herabgehen. Am 3. Trimester 2023 goufen op ein Trimester gesehen am meisten Verkauf von Häusern, Appartementen und Terrain Zter 2007. Was den spezifischen Bereich von den Vente en futur d'état d'achèvement, also der sogenannten WFAN, angeht, so goufen 5-mal mehr Transaktionen an den ersten 3 Trimester vom Jahr 2023 wie an der Moyenne an den Jahren vor der Covid-Krise. Dieses Gesetzesprojekt von heute Mittag ist die Antwort von der Regierung auf die aktuellen Schwierigkeiten vom Logement und vom Bausektor hier zu Lützeburg. Es ist ein Mix an steuerlichen Maßnahmen und nicht steuerlichen Maßnahmen, und betrifft Privatleute, den Bausektor und auch Investisseuren. Mit meinem Kollegen Gilles Baum werden wir erst Mittag den Rapport von diesem Gesetzesprojekt vorstellen. Wir goufen an einer gemeinsamen Sitzung den 21. März 2024 von der Finanzkommission und der Logementskommission als Co-Rapporteur genannt. An derselben Kommission gouf das Gesetzesprojekt vorgestellt, da wir von den Berufskummeren auch vom Staatsrat goufen analysiert und goufen auch eine Reihe Amendementen gemäht. An der Reunion vom 2. Mai gouf dieser Rapport angeholt. Herr Präsident, ich feiere hier heute Mittag durch die steuerlichen Maßnahmen. Mein Co-Rapporteur Gilles Baum wird euch die mehr spezifischen Mesure vom Logement de Nomino erklären. Hier wird auch auf der Via von den Berufskummern und vom Staatsrat angehen. Was die steuerlichen Mesuren angeht, so gehen es verschiedene Mesuren, die sich auf das Jahr 2024 beschränken werden. Die erste Mesure, der Crédit d'impôt, belöschen Akt. Wenn ihr eine Immobilie kauft, hier selber daran zu wohnen, hat ihr einen sogenannten Crédit d'impôt auf die Enregistrementskosten zu gut von bis zu 30.000 € pro Person. Dieser Crédit d'impôt ist am Volksmund besser bekannt als den belöschen Akt. Für das Jahr 2024 wird dieser Betrag auf 40.000 € pro Steuerzahler herabgesetzt. Wenn das zusätzlich 10.000 €, die für 2024 zu gut wird, nicht an diesem Jahr an angesprochen geholt gehen, dann verfallen sie ab dem Jahr 2025 rum. Und diese Mesure die zählt für alle Akte, die bei einem Notar zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. Januar 2024 gemerkt wird. Zweiter Punkt, der Crédit d'impôt Location. Es gibt mit diesem Gesetzesprojekt ein neuer Crédit d'impôt auf den Enregistrementskosten angefeuert für Investisseuren und das an höchst von 20.000 € pro Person. Konditionen für von diesem Crédit d'impôt können zu profitieren sind unter anderem, es muss sich eine Vente en futur d'état d'achèvement handeln, also ein WFA. Den Akt beim Notar muss zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2024 gemäht gehen. Die Immobilie muss während mindestens 2 Jahren verlohnt sein. Und der Lokatär muss spätestens 4 Jahre nach dem Datum vom Akt beim Notar an der Immobilie wohnen. Dritte Mesure. Besteuerung von der Plus-Value aus dem Verkauf von einer Immobilie mit dem Feierls oder mit dem Kar vom Tor global. Wenn ihr aktuell eine Immobilie verkauft, von der ihr mehr wie 2 Jahre proprietär ist, dann bezahlt ihr Benefiz aus diesem Verkauf einen Steuerbetrag, den tauschend von seinem globalen Steuertor ist. Das ist ein durchschnittlicher Steuersatz, den ihr auf all seine Revenue bezahlt. Wenn ihr am Jahr 2024 eine Immobilie verkauft, gibt dieser Steuerbetrag
den Benefiz vom Verkauf bezielt, op Feierel vu segem durchschnittliche Steuersatz aufgesat. Feiert Mesure. Affeiere vun der steuerlicher Neutralität vun de Plusvaluen op Immobilien. Wann den am Jahr 2024 ein Immeuble verkäft, da kann ein Plusvalu aus diesem Verkauf steuerlich neutralisieren unter der Kondition, dass das Plusvalu entweder ob eng Immobilie transferiert wird, die unter dem Regime von der Gestion lokativ sozial verlohnt wird, oder dass die Immobilie A+ klassiert, das wat d'Energieperformance, thermische Isolation an d'Umweltperformance ugeht. Das muss neu gebaute Gebäude sein, an den Transfer von der Plusvalu muss bis spätestens das Steuerjahr 2026 gemäht gehen. 5. Mesure. Absätze vom Taux auf von der Dauer vom Amortissement von Mietwohnungen. Wie ich schon am Menge mündliche Rapport für drunter nimmt, hat hauptsächlich der Bausektor im Moment ganz große Probleme, und es geht darum, für eben diesen Sektor Laufen zu halten. Do wenn's mit dieser Mesure d'Investisseuren encouragiert, a sogenannten W-Fonds zu investieren. Und eben aus diesem Grund können Investisseuren, die zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2024 in ein W-Fonds investieren, von einem Abattement Construction Spezial just für das W-Fonds profitieren. Diesen Abattement gesagt für, dass ab dem Jahr, wo die Immobilie fertiggestellt ist, an die folgenden 6 Jahre den Investisseur kann zusätzlich 4% Amortissement geltend machen. Das 4% kommen bei den 2% Amortissement dabei, die auf all Immobilien können geltend gemacht gehen. Der gesamte Amortissement beläuft sich also auf 6% vom Wert von der Immobilie ohne den Terrain. Den Abattement, den mit dieser Mesure pro Jahr geltend gemacht gehen, darf nicht mehr hoch sein wie 250.000 €. Neben den Mesuren, die ich hier aufgezählt habe, an die ich auf das Jahr 2024 beschränken, gibt es auch ein paar die Mesuren, die struktureller Natur sind. Die erste Mesure ist der Absetzen von der Exemption von den Nettorevenuen, die in aus der Gestion lokativ sozial kriegt. Wenn ein Proprietär seine Immobilie an Gestion lokativ sozial geht, hat bislang 75% von seinem Revenu lokativ aus dieser Immobilie steuerfrei. In Zukunft gilt das für 90% vom Revenu lokativ. Zweite Mesure. Ausdehnen vom Regime von der Exemption d'impôt von der Plus-Value, wenn ihn und den Fonds du Logement verkauft. Bislang hat keine Steuern auf der Plus-Value vom Verkauf von einer Immobilie bezahlt, wenn in das Immobilie entweder an den Staat, an ein Gemeinde oder an ein Gemeindesyndikat verkauft wird. Ab diesem Jahr gilt dasselbe, wenn ihn an den Fonds du Logement verkauft. Dritte Mesure. Affäre von einer teilweise Exoneration fiskal von den Primen, die ein Patron einem jungen Salarié bezahlt, für ihm zu helfen, sein Logement zu bezahlen. Das heiten als eine neue Mesure, die es bislang noch nicht gibt. Die Lützeburger Wirtschaft hat immer mehr Schwierigkeiten, qualifizierte Leute zu finden. Stichwort Talent Attraction. Ich meine, ich habe an meinem Budgetsrapport lange breit davon geschwärzt. Ein Teil der Probleme sind die hohen Logementspreise bei uns. Aus diesem Grund wird auch die neue Mesure angefordert, die eine teilweise Steuerbefreiung vorgesehen auf Primen, die Patron junge Miterbeter bezahlen, für ihnen beim Bezahlen von ihrem Logement finanziell unter die Arme zu greifen. Das Prim wird am Gesetzesprojekt als Prim lokativ bezeichnet. 25% von der Prim lokativ sind in Zukunft steuerfrei. Und das bis zu einer maximalen Prim lokativ von 1.000 € de Monat für eine Person, die Vollzeit schafft. Aber das Ganze ist an ein paar Konditionen gekoppelt. Der Salarié darf ab den 1. Januar vom Steuerjahr noch kein 30 Jahre alt sein.
Primlokativ, die de Patron segem Salarié bezielt, darf net méi héich sie wie de Loyer, die vum Salarié bezuelt gëtt, an Brutto-Joresgehalt mat allen Avantagen ausser der Primlokativ darf net méi héich sinn wie 30 Mal de qualifizéierte monatliche Mindestlohn. Et ass auch noch bei diesem Punkt zu erwähnen, dass de Salarié, den eng Primlokativ vu segem Patron krit, net muss zu Lützeburg wohnen. De Salarié kann auch an engem anderen Land wohnen. Und dann haben wir noch eine Mesure dran, die auch am Gesetz dran steht, aber nicht unbedingt lo spezifisch als für der Titel. Das ist am Niveau von der Administration de l'enregistrement des domaines et de la TVA, gibt es noch eine kleine technische Änderung, für das den Enregistrement die Gelder, die hier noch zu gut wird, antreiben kann. Und dann, last but not least, gibt es aber auch noch einen Punkt, der nicht unwichtig ist, an den auch mit diesem Gesetzesprojekt aufgeändert wird, und das ist die Definition von einem Benefice de Spekulation beim Verkauf von einer Immobilie. Wenn den ab dem Steuerjahr 2025 eine Immobilie verkauft, von der Manner wie 5 Jahre proprietär wäre, da gëtt der Benefice aus diesem Verkauf als Benefice de Spekulation besteuert. Wenn en méi wie 5 Jahre proprietär wäre, da gëtt der Benefice vom Verkauf als Benefice de Cession besteuert. Bislo wären dat 2 Jahre. Voilà. Dummer da wäre ich fertig mit meinem Deal, also nicht merci für die Nolauström.